Und der will ich reden von Selbstliebe, von uns Selbstleben und unser Wünschen, uns Verlangen. In Psalm 37, Vers 4. Hab diene Freid Harn, die wird die jäwen, wat dein Hoat sich wenscht. In Sprecher redet viel von Weisheit, weil Gott uns Weisheit geben, dat unsere Wünschen uitvallen, uns Verlangen uitvallen. Dat hat Gott ab zu uns gegeben. Hij wird uns geben, unsere Wünschen geben. Hij wird uns geben, was uns Verlangen ist, was wir wollen. Wenn wir unsere Last am Harn haben, dann gibt er uns unsere Wünschen. Die Wünschen, was wir haben in uns, dass uns wird jankert, dass uns, und dann können sie leicht gehen aus, nur was uns hungert, was uns noch ist, was wir wollen. Das gibt Gott uns, das ist von Gott gegeben. Gott hat seine große Liebe zu uns, dass er uns dort alle geben hat. Kriegt, was wir uns wünschen tun, das hat er alle in uns angebieten. Wenn wir angenommen haben, dass wir unsere Last am Harn haben, dann dat er dort in uns nehmen. Was von Pickup war mir anker zu typen, was von Kleider mir anker zu brücken. All die Dinge, die dat er an uns nehmen, wo einer seine Hohe will haben, dat er in uns nehmen, und dann ist das ab zu uns dort zu erfüllen. Und so besonders hat Gott uns gemerkt. Viele von uns sind so, dass, naja, mir ankert dit, mir ankert dort, mir ankert jant, und wir können uns selbst mäßig gut sein, wenn uns all die Dinge jankert, und wir glauben, die sind vielleicht arg. Aber die sind nicht arg, die hat Gott dann angetan. Wir machen uns selbst leben, wir machen selbst sein. Dass die Wünschen, was Gott uns gegeben hat, dass das, was einem sein Verlangen ist, das ist ein besonderer Wahrheit, was Gott uns gebeten hat, was wie anders sind als andere. Wenn ich eine Mosaik vor einem Ford Pickup und meine Schwester fahren alle Chevrolet, ein Dodge, ein Toyota, ein Nissan oder was immer sie fahren, aber dass Gott mir den Verlangen gegeben hat, ein Ford zu fahren, das hat Gott mir besonders gemerkt. Dat hat er mir ein Verlangen gegeben. Das ist ein einfaches Ding. Aber das Verlangen hat Gott dann angetan von einer besonderen Ursache. Und wir wissen vielmal nicht, wo wir die Wünsche haben, was wir haben, wo wir die Verlangen haben. Und viel damit hat mit zu tun, dass wir als Church, wir als Deutsche, wir haben so eine Gesetze gemacht, wir haben so glücklich mit der Welt beigestellt, dass wir Gesetze merken und glauben, alle Menschen sollen die nachfolgen. Und dann sind some von unseren Verlangen, some von unseren Jankers, die stimmen nicht mit den Gesetzen bei, dann glauben wir, das vom Teufel. Nee, das ist nicht. Gott gibt dir Verlangen. Wenn du angenommen hast, wenn du in dein Leben leben wirst, was Gott hat, was Gott will haben, dann gibt Gott dir die Verlangen. Gott gibt dir die verschiedenen Verlangen, was du hast, die verschiedenen Wünsche. Und er gibt dir von der Ursache. Und wenn du das sitzt, das Gott dir gegeben hat, dann kannst du schaffen, mit dir erfüllen. Wenn ich lange Haare habe, was ich gewöhnlich habe, dann lasse ich meine Haare waschen. Aber wenn einmal hast, die mir die aufschneiden, dann schneide ich die auf. Aber die Verlangen, was Gott dort angetan hat, die sind nicht da, wenn wir irdisch sind. Die sind da, wenn Gott einen besonderen Plan hat für uns. Und dort müssen wir erkennen, die Leben müssen wir zu uns selbst haben. Dass wir erkennen, dass Gott uns den Verlangen gegeben hat. Und das ist von Gott. Und dann können wir den Verlangen ausfüllen. Dann können wir dort noch gehen. Dann kann ich tun, was das braucht, dort tun. Wenn mir ein neuer Pickup jankert, ich weiß nicht wo wen, aber Gott hat mir das Verlangen gegeben. Glaube ich an Klampe Schuld mehr an dem Pickup kaufen? Nee, ich glaube nicht, dass einer das soll. Aber Gott hat uns die Weisheit gegeben, wo wir die Verlangen, die Wünsche erfüllen können. Und dort ist nicht, was schlecht ist. Dort ist nicht, wenn wir immer waren, was jankert. Manchmal jankert uns mehr als wir können. Und dann machen wir einen Weg sehen, wo wir die erfüllen können, wenn das Gott hat für eine besondere Ursache in uns Land getan. Das ist nicht
bloß gut so. Das ist ein Ding, was Gott in uns Land getan hat. Der Wunsch, was wir haben, was uns jankert, der hat Gott in uns Land getan. Manchmal mag wieder in der Reihe stellen, dass das ist mir nicht das Wichtigste, das ist mein größter Wunsch nu, und dann dort will ich Lot und dann will ich jant. Und Gott gibt uns Vision für uns Leben, dass wir wiederkommen sollen, dass wir nicht bloß, okay, von der habe ich alles getan, was ich will, was will ich morgen tun? Er hat uns die Wünsche gegeben, dann sagt wir die tragen, damit wir können die erfüllen, was uns das Wichtigste ist. Wenn man uns die Wünsche gegeben hat, dann weiß wir, wann Wunsch uns das Dalste trägt. Und die Wünsche ist nicht was beisit, das ist was sehr fein. Viele von uns, ich wir lang immer so, naja, wenn mir nicht mehr alles jankert, dann würde ich vielleicht mal ein schönes Leben haben. Aber Gott hat die Wünsche, dass das Leben, was in uns ist, uns verlangen, wiederzukommen. Wenn er auf Kraxen gerade verlangen, dass wir wiederkommen, als wir haben. Wenn wir ein kleines Kind haben, dann mal einmal dann will das krüpen, dann mal einmal will das anfangen zu gehen. Und ich als Vater habe Kraxen gerade verlangen, dass er wiederkommt, als das Kind hat. Und so hat Gott auch für uns. Darin gibt er uns all die verschiedenen Wünsche, all die verschiedenen Verlangen. Das würde ich gleich hinter tun, dort würde ich gleich hinter tun, dort würde ich gleich hinter spielen, oder ich würde mal gleich in Schwamm fahren, oder so eine Verlangen. Dort hat Gott in uns Land getan, dass wir wiederkommen dann. Und die Verlangen in uns selbst, die machen wir leben. Wir machen dort erkennen, dass Gott das ist, was uns gegeben hat. Dann können wir uns selbst leben. Dann man einmal als uns das was wird, dass wir alle Verlangen, alle Wünsche haben. Wenn ihr das was gehalten habt, dann checkt das wieder und drückt den Subscribe-Knopf, wenn ihr mehr von mir hören wollt.